Tantra-Massage. Mehr Lust statt Druck im Bett. Livios Selbstexperiment. Ansiebt SRF Impact. Und es ist actually sehr, sehr spannend, das Video. Ich habe nur schnell den Anfang geschaut und ich will darauf reacten, weil ich es ein wichtiges Thema finde, weil ich auch noch etwas dazu sagen will. Let's go. Die Philosophie dahinter finde ich sehr stimmig. Ich sage, SRF, bitte das Video nicht wegbannen. Danke. Kuss. dass dort eine gewisse Gefahr von einer Abhängigkeit. Das hatte ich noch nie, so etwas. Wirklich krank gewesen, überall. Ich habe gedacht, jetzt explodiere ich. In dieser Reportage geht es um Sex. Und Sex, das machen fast alle. Sex ist etwas Fast alle. Schönes, aber eben nicht immer. Ich habe das Gefühl, ganz viel verbindet Sex auch mit Leistungsdruck. Und ich meine, ich kenne das selber. Ich habe das Gefühl, ich muss sofort einen Härte haben, ich muss 3 Stunden lang mögen. Und ganz ehrlich, mich scheisst das schon länger ein bisschen an. Ist es nicht möglich, Sex zu haben ohne Leistungsdruck? Und darum besuche ich in dieser Reportage eine Tantra-Massage. Das finde ich aber ein wichtiges Thema, Leistungsdruck im Bett. Und ich glaube, wir schauen noch ein bisschen und ich sage noch dann etwas dazu. Ich würde gerne noch die Ruhe genießen, die ich jetzt noch habe, bevor ich wieder Leute anquatschen und mit ihnen über Sex reden. Das ist vielleicht für dich cool zum Schauen, für mich zum Machen nicht cool. Aber jetzt machen wir es. Livio, sehr sympathischer und nicer Moderator, finde ich. Darf ich kurz stören? Wir sind vom SRF und wir machen eine Strassenumfrage. Und zwar geht es um Leistungsdruck beim Sex. Ich kenne dich nicht. Sorry. Ah, nicht? Merci. Ja, Entschuldigung. Alles gut, voll easy. Ich fahre auch nicht so gut mit dir, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Ich denke, es ist so, ja. Leistungsdruck im Bett. Was stellst du dir darunter vor? Dass der Partner oder dass man sich selber einfach enormen Druck gibt. Geile Antwort! Leistungsdruck, was stellst du dir vor? Ja, dass man sich Druck gibt. Im Sinne von, dass man irgendetwas muss leisten oder das Gefühl hat, man muss irgendwie, sagen wir jetzt mal 30 Minuten durchhaben und sonst ist man einfach verloren oder der Partner will auch nicht glücklich sein. Und ich persönlich habe das nicht das Gefühl. Also, wir können mit dem Partner reden. Okay, aber hast du denn selber noch nie so Erfahrungen gehabt oder so diesen Druck verspürt? Nein. Okay, aber denkst du, ist das etwas, das zunimmt? Das ist doch ein Cap. Also, ich weiss nicht, aber Leistungsdruck im Bett, also wenn man das gar nicht hat, so wie er jetzt sagt, dass er das nie gespürt hat, Digga, dann Kuss geht raus, weil ich darüber reden, weil ich habe das Gefühl, ich habe das auch gehabt, oder habe das zum Teil immer noch, ich weiss nicht, ob Leute im Chat Sex haben, weil alle unter 12 sind gefühlt, nein, Spaß, die vielleicht schon Sex haben, die kennen das vielleicht, oder die es werden haben oder so, einfach so das Leistungsdruck-Ding, wo ich schon das Gefühl habe, wo ein big Ding ist, also weißt du, wo man immer das Gefühl hat, eben, man muss irgendwie hure lang können, oder ist man genug gut oder so, ich finde das schon ein wichtiges Thema und ein Thema, wo, glaube ich, viele Leute dran zerbrechen. Ich habe das auch gehabt, bevor ich das erste Mal hatte, und ich habe das jetzt auch noch gewissermaßen so. Also ich bin nicht jemand, der übel so voll confident ist in dem, wie der jetzt, der sagt, nee, ich habe das nie gehabt. Ich glaube ihm das jetzt nicht, aber ich weiss nicht. Für unsere Generation? Ja, also nur mit den ganzen sozialen Medien, dass sich jetzt als Beispiel Frauen sich extrem Druck machen mit ihrem Körper oder mit ihrem Aussehen. Weil das allgemein sehr populär ist, so einfach so One-Night-Stands und so. Und dann, wenn es halt dort matcht, dann halt dann weiter. Oder dass man sich dann näher kennenlernen will. Und ja, dort kann halt sehr schnell Leistungsdruck entstehen, einfach weil man halt die Leute vielleicht auch nicht so kennt. Aber bei mir selber muss ich jetzt sagen, also ich habe einen Freund und dort ist jetzt nicht wirklich so ein Leistungsdruck dahinter. Was ist so der Druck? Ich weiss nicht, ich kann es irgendwie denen nicht abkaufen. Vielleicht bin ich ein Mensch, der überdurchschnittlich viel Leistungsdruck gehabt hat und jetzt immer noch ein bisschen hat. Oder ob die wirklich alle so voll gechillt an das angehen, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich finde es ein mega wichtiges Thema. Oder auch ein Thema, weißt du, man muss sagen, es ist nicht schlimm, wenn man beim ersten Mal nur 3 Minuten durchhabt. Oder 2. Oder 5. Das ist so voll kein Problem. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man mit dem Partner redet. Aber eben, es gibt viele Leute draussen, bin ich der Meinung, weil ich es von mir selber kennt habe, dass man hure Angst hat vor dem am Anfang. Dass man Angst hat, dass man hure schnell kommt, dass man eben nicht genug gut ist. Und ich glaube einfach nicht, wenn sie das so sagt, auch wenn man einen Freund hat. Klar, bei einem Freund ist safe nochmal etwas anderes, als wenn man als wenn man Single ist und dann einfach Sex hat. Das ist safe etwas anderes, weil dann kennt man sich. Aber ich nehme auch beim ersten Mal mit dem Freund hast du einen gewissen Leistungsdruck, weil du es ja noch nie gehabt hast und du weißt nicht, wie es ist. Was ist so die Leistung, die ganz viele so haben, die das Gefühl haben, sie müssen die vollbringen?
Ja, vielleicht einfach, dass man besser ist als die vorher. Kleiner Zwischenbericht, ich habe schon einige Leute gefragt. Die Nervosität ist ein bisschen gesunken. Ich finde es mega scheiße, dass man das Gefühl hat, man muss eine gewisse Leistung bringen, weil schlussendlich geht es um den Mensch und man will ja nicht jedes Mal eine Performance ablegen, sondern sich fallen lassen. Genau, that's the thing. Aber es wollen hure viel nichts über das Thema Leistungsdruck sagen. Und das macht meinen Leistungsdruck bei dieser Strassenumfrage nicht besser. Und darum wechseln wir jetzt die Location wechseln. Also es geht um Leistungsdruck im Bett. Was stellst du dir zuerst mal unter dem vor? Dass von dir jetzt etwas bombenmässig erwartet wird, wo du jetzt zum Beispiel gar nicht attraktiv findest oder mit dem nicht umgehen kannst. Was hast du schon für eigene Erfahrungen gemacht mit Leistungsdruck? Also ich habe schon mit Leistungsdruck Erfahrungen gemacht, wo ich zum Beispiel nicht Lust hatte. Und die andere Person schon. Und ich habe mich dann wie dazu gezwungen, eigentlich auch mitzumachen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Was auch Alben zwischen der... Das ist aber für mich nicht Leistungsdruck, das ist für mich mehr, sie hat einfach keinen Bock gehabt. So, das ist nicht genau das Gleiche für mich. Vorkommt, dass ich viel zu lange mithaben muss. Das Schönheitsideal, also wenn man so schaut, ich glaube, man muss echt top aussehen. Ja, eben muss man sich jetzt noch selber filmen, tut man noch einen Spiegel anlegen, wie sehe ich aus. Und da habe ich das Gefühl, dass bei den Jungen oft etwas rauskommt, dass eben der Bauch muss flach sein. Ja, so Zeug halt, ja. So alle, ja, der Typ ist so geil, ganz nach Kamera und so. Und ja, real life ist das natürlich nie so. Hast du schon eigene Erfahrungen gemacht mit Leistungsdruck? Nein. Das nicht, nein. Selber nicht. Cap, das ist doch ein Cap. Ich weiss nicht. Ich kann es den Leuten nicht abkaufen. Sag's wie es ist. Ich kann es echt nicht abkaufen. Tantra-Massage, sagt ihr das etwas? Ja, auch schon gehört, ja. Ich weiss übrigens nicht, was eine Tantra-Massage ist. Ich bin gespannt, was noch danach kommt. Ich glaube, Pornos tragen auch stark negativ zum Leistungsdruck bei. Safe, Digga. Also das merke ich bei mir selber. Und ich habe schon übel oft probiert, aufzuhören mit Pornos. Aber, Digga, ich schaff's einfach nicht, man. Es ist schlimm. Ich schaff's nicht. Digga, ich probiere es und dann schaffe ich so 4-5 Tage und dann irgendwann denkt man sich so, ja komm, Digga, mach ich halt einfach. Also ich habe das Gefühl, wenn ich auswählen könnte, ob ich in meinem Leben nie würde Porno schauen, wenn ich nochmal in eine Zeit zurückgehen oder schauen, würde ich safe gar keine mehr schauen. Weil wenn du die ganzen Eindrücke hast und wenn du ja Pornos geschaut hast oder viel geschaut hast, dann hast du ja alles schon mal gesehen. Bei dieser Position muss so sein und so soll es aussehen und bla bla bla. Und das hast du, wenn du dann Success hast, hast du das immer im Kopf. Du denkst dir immer so, dort hat es so ausgesehen, ich muss jetzt auch so machen. Und wenn du nie Pornos siehst, Digga, dann hast du die ganzen Gedanken nicht. Du bist echt viel freier und alles ist einfach so, du hast gar kein Bild im Kopf, wie es müsste sein. Du machst einfach so. Weißt du, was ich meine? Checkt man das, was ich gemeint habe? Ich habe schon gehört. Aber ich würde morgen in so eine Tantra-Massage gehen. Könntest du dir das vorstellen? Nein, ich glaube es nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so das Bedürfnis danach, jetzt bei einer wildfremden Person so eine Leistung zu holen. Also, ganz viele kennen das Problem vom Leistungsdruck in der Sexualität, aber ganz wenig sehen das Problem bei sich selber oder trauen nicht offen darüber zu reden. Ich finde schon, dass... Ich glaube nicht, dass alle Leute den really Shit gesagt haben, sage ich jetzt mal, weil ich habe das Gefühl, dass schon jeder einen gewissen Druck hat. Ausser man ist wirklich ein Dude, der das gar nicht hat. Und dann, also wenn man das gar nicht hat, wenn man beim Sex gar keinen Leistungsdruck hat, dann weiss ich auch nicht, Digga, Mann. Aber jemand, der offen traut, über das Thema zu reden, ist die Sexologin Stefanie Gona-Spani. Sie hat schon Forschungen gemacht über sexuelle Gesundheit, bietet auch Beratungen an und ich habe jetzt mit ihr abgemacht. Alles Mango, Brudi, Ramune Mango. Ich hatte so schon einige One-Night-Stands und ich habe einfach so... Mich hat irgendwann der Leistungsdruck genervt. Also Pornos ist halt einfach komplett anders dargestellt, als wie dann im Real Life ist. Und ich denke, die meisten haben einfach ein komplett falsches Bild und machen sich dann darüber Sorgen. Safe. Also ich bin nicht der Meinung, dass Pornos komplett falsch sind. Gerade heutzutage habe ich schon das Gefühl, dass Pornos viel näher zu der Realität sind. Aber Pornos sind halt immer noch so, wenn das so Sex Life ist, wo du hast, und das ist gut und das ist schlecht, kann man das so sagen? Und dann ist Pornos ist halt so der Teil da oben. Also, du kannst das schon haben, glaube ich. Wenn du eine Freundin findest und das gut mit der hast, kannst du das schon so haben wie in einem Film. Gerade so in diesen Amateurvideos und so. Ich glaube, das kannst du schon erreichen. Glaube ich. Aber es ist halt nur zu so einem kleinen Teil so. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist nicht so, dass man das wirklich erwarten kann. Also, das darf man nicht erwarten und das kann man nicht erwarten. Ich habe mich enorm ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. So im Sinne von, man muss immer voll die Erektion haben.
wir dürfen nicht zu früh kommen. Alles so Aspekte, wo man einfach Aber fühle die Punkte, fühle ich. hat im Kopf die ganze Zeit. Das sind das Probleme, die du öfters antriffst in deinem Job. Definitiv. Also das ist sicher ein typisches Phänomen, wenn nicht das Phänomen bei Cis-Männern oder vor allem bei heterosexuellen Cis-Männern. Das ist einfach der Cis-Mann, Person, die dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurde und sich auch als Mann identifiziert. Leistungsaspekt der Sexualität viel Raum einnimmt. Oder so, du beschreibst, deutet für mich ein bisschen her auf ein Gefühl, dass man nicht wirklich Einfluss kann haben, nicht wirklich Kontrolle hat über die Erektion. Und gleichzeitig kombiniert noch mit dem Wollen gut zu tun. Sex wie der FC Barcelona. Chat, das ist ein guter Vergleich gewesen, haltet fest. Du sagst schon One-Night-Stands, eine Chance. Da muss die Eine Performance Chance, ja. stimmen, sonst gibt es sicher keine zweite. Also, Ja, ich das hoffe, es ist ist nicht so streng, aber ja, das sind eigentlich sehr typische Gedanken und Phänomene, die du hier beschreibst. Wo ist der Leistungsdruck bei den Frauen? Mühe zum Orgasmus zu kommen. Also das ist sicher ein grosses Thema, neben Schmerzen. Und ich denke, dort ist schon ein Leistungsdruck gekommen, weil bei aller Unterstützung rund um Vulva und Orgasmen erleben und die Sexualität zeigen, haben sie das noch lange nicht. Dass nur weil jetzt das okay ist und gewünscht ist oder sogar erwartet wird, auch in der Sexualität mit anderen, dass man das dann einfach so kann. Da denke ich mir schon auch, so in den letzten Jahren hat es zugenommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssten eben den Orgasmus auch zeigen können, dass sie das auch können, sei es jetzt bei einem One-Night-Stand oder natürlich auch in einer Beziehung. Ich finde es übel spannend zum Zuhören. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich finde es ein sehr nice Video. Das Problem ist vielleicht auch der Fokus, dass der Fokus komplett auf dem Orgasmus ist. Es müssen beide kommen sein, sonst zählt es nicht als Sex. Ist das auch schon ein kompletter Scheissdreck? Ja, ich würde schon sagen, ja. Also in der Sexualität gilt Es ist einem halt peinlich, wenn man zum Beispiel bei einem One-Night-Stand bereits nach 40 Sekunden fertig ist. Darum halt der Druck. Ja, ja, ich glaube, das ist wirklich, also als Mann vor allem, so als Mann ist das schon die grösste Angst bei einem One-Night-Stand, dass du instant kommst, weil dann ist es halt auch vorbei und dann hat sie keinen Bock mehr und dann hast du verschissen bei dieser Person. Aber eben, du kannst ja auch bei einem One-Night-Stand kannst du auch reden mit der Person, weißt du, was ich meine? Du kannst ja ihr sagen, ey, look, so oder so, gar nicht, vielleicht hilft das ja dann. Aber ich habe keine Erfahrung mit One-Night-Stands, Digga. Einmal mehr, der Weg wäre eigentlich das Ziel. Zweite Runde, genau. Rein da. Machen wir zuerst eine kurze Runde, 40 Sekunden, und dann kommt die 3-Minuten-Runde. Und der Genuss wäre eigentlich möglich, ja auch auf dieser Reise von der Erregungssteigerung auf bis zu der Entladung, bis zum Orgasmus. Und eben, du hast ja gesagt, der Weg ist das Ziel. Mir kommt einfach gerade Tantra in den Sinn, weil ich habe das Gefühl, so, Tantra ist so, steht recht für das, dass es nicht um einen Höhepunkt geht, sondern eben um den sexuellen Weg. Was haltest du von Tantra-Massagen? Die Philosophie dahinter finde ich sehr stimmig. Ich finde, es passt sehr gut auch zu der Embodiment-Theorie, die eben halt sagt, dass Geist und Körper in einer ständigen Wechselwirkung sind miteinander. Aber Aufschreiben, Chat, Notizen machen. Massage ist etwas anderes. Also du gönnst dir eine Dienstleistung. Ich sehe dort das Potenzial im Sinne von mal gehen und spüren, wie tut es im Körper. Und es ist ja gleich jemand anderes noch da, aber du schuldest wie nichts. Ich sehe einfach dort auch eine gewisse Gefahr von einer Abhängigkeit. Adi, würdest du sagen, bist du eher der One-Night-Stand-Typ oder der Beziehungstyp? Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen One-Night-Stand gehabt und erst eine Beziehung. Darum Beziehungstyp, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, dass One-Night-Stands wack sind. Ich finde, ich sage ehrlich, ich habe einfach so das Selbstvertrauen momentan nicht, um das zu machen. Erstens, weil ich hure oft bei Leuten nicht weiss, es tut jetzt mega dumm und die werden jetzt reinschreiben, abgehoben, aber ich weiss hure oft nicht, ob sie mich irgendwie kennen, von YouTube oder TikTok oder so, und dann ist es mir irgendwie peinlich, ich weiss auch nicht wieso. Und ich habe momentan nicht so viel Sex, darum bin ich jetzt nicht so der übelgeübte Dude. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man geübt ist und das viel macht, dass One-Night-Stands einfacher sind. Und ich meine, ich finde jetzt nicht One-Night-Stand etwas Wags, wenn man das will haben und es passt gerade. Ja. Weil es dir dort gelingt, zu gehen, zu geniessen, dir wirklich voll dieser Erregung hergeben, die du im Körper wahrnimmst und auch mit der zu spielen, dann sind das relativ schöne Gefühle, die das auslösen. Und in dem Moment wie sie lacht, Alter. Da, dass du das nachher mehr und mehr willst. Und dass es auch abhängig ist von der Person, die die Dienstleistung gibt? Allenfalls ja, oder auch das ist sicher von der Praxis. Oder? Pass einfach ein bisschen auf, du es gut reflektieren, nicht, dass du den Ball alle Wochen dort hergehen musst, sonst wird es ein bisschen teuer. Die hat das doch auch schon gemacht, kannst du auch nicht sagen, Mann. Hey, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich übel gespannt, Digga.
Bro, eine Tantra-Massage on cam, Digga, man. Wäre schon weird, Alter. Willst du nicht mit der Zuschauerin haben in dem Fall? Ey, ich weiss es nicht, man. Finde ich schon sehr weird, muss ich sagen. Ist schon sehr weird, Alter, man. Ich habe nicht so gut geschlafen, muss ich sagen. All meine Zuschauerinnen sind 13. Und das ist für mich einfach zu alt. Ich bin ziemlich nervös. Ich bin sicher etwa eine Stunde wach geworden. Oh. Ja, und bin dementsprechend auch ein bisschen am Arsch. Und ich bin sehr nervös. Aber warum eigentlich Tantra? Die Sexologin hat ja gesagt, es gibt Übungen und so. Es gibt ja verschiedene Varianten. Ausgerechnet Tantra. Alter, mit der haben wir mal etwas beim SRF gemacht. Die ist von übel sympathisch, Digga. Warum? Der Aspekt von Tantra ist also, dass es nicht zielführend ist. Es hat keine Absicht. Das Ziel ist nicht ein Orgasmus oder ein Kommen. Das Ziel ist einfach der Weg und sich einfach dem hinzugeben. Adis One-Night-Stand nach dem Sex. Bist du eigentlich nicht der von YouTube? Imagine, du liegst im Bett so, bist gerade so fertig und dann so, ey, ich kenne dich doch von irgendwo. Bist nicht mehr vor 2 Uhr morgens geprankt worden. Und das stelle ich mir sehr entspannt vor, weil es etwas komplett anderes ist, als das, was ich eigentlich bis jetzt kenne. Rechtlich gilt die Tantra-Massage in der Schweiz als Sexarbeit. Es kommt aber nicht zum Sex. Und die Massage ist nicht gegenseitig. Als Klientin ist man komplett passiv. Oh, Maschallah, Digga. Nicht zum Sex. Und die Massage ist nicht gegenseitig. Als Klientin Müssen wir mal an die Tantra-Massage gehen, oder wie sieht es ist man komplett Ist ein Witz gewesen, ist ein Witz Es wird der gewesen. ganze Körper massiert, auch die Geschlechtsorgane. Und hier dabei sind beide nackt. Boah, fuck, Dude, Alter, Mann. Super. Ehrenbruder, Alter. Ehrenbruder. Digga, Mann. Kannst du vielleicht mal erklären, was Tantra, was bedeutet das genau? Was ist das? Tantra für mich, ich kann sagen, was es für mich bedeutet. Für mich ist es einfach ein spiritueller Weg, Digga, ich will jetzt keinen Kommentar vom Chat hören über Tantra-Masseurin. der die Materie mit einbezieht, ganz schlicht. Also ein spiritueller Weg, wo man den Körper mit einbezieht. Und nicht im Sinne von Asketentum, sondern im Sinne von Lust und Leidenschaft. Im positiven Sinne Leidenschaft. Ich habe gestern noch mit einer Sexologin geredet und sie hat gesagt, sie findet es gut, etwas Neues auszuprobieren, aber es besteht halt auch die Gefahr von einem Abhängigkeitsverhältnis. Jein, ich denke, es gibt solche Strukturen auch im tantrischen Bereich auf jeden Fall, aber ich würde mal behaupten, das gibt es im ganzen therapeutischen Sinne. Also überall kannst du mit Menschen arbeiten in dem Sinne, dass du sie in eine Abhängigkeitsstruktur bringst, wenn du einfach selber nicht klar bist. Und genauso kann das bei der Tantra-Massage passieren, natürlich. Also das sind Spiele, die auch oftmals passieren. Ich denke, da ist es auch wiederum wichtig, sich denjenigen zu suchen, Boah, mit dem Dude, du Mann, Alter, der ist so arbeiten nervös kannst, jetzt. wo du das Vertrauen hast, dass eben diese Abhängigkeit nicht stattfindet. Was erwartet mich jetzt heutzutage? Oh Mann, ey. Na, ich hoffe einfach erstmal, dass du in eine Entspannung kommen kannst und dass du wirklich ankommen kannst. Imagine, dass er jetzt entspannt ist, Digga. Das ist mein allergrößtes Hauptanliegen. Helfen tut die Atmung. So weit wie es geht für dich, heute tief zu atmen, loszulassen. Oh, Und dich Mann. wirklich in meine Hände zu begeben und auch die Führung abzugeben. In meine Hände zu begeben. Hey Digga, ist das jetzt Twitch-friendly? Ja, also zuerst mal haben wir uns einfach so gehabt, also sie haben mich so gehabt und dann ausgezogen. Dann bin ich einfach da gelegen und dann einfach, ich bin eigentlich eingegölt worden, von Kopf bis Fuß und überall eigentlich gestreichelt worden. Okay. Aber schon interessant irgendwie. Nee, kein Twitch-Band-Chat. Das ist safe, oder? Das ist Und, Safe-Chat. Ja, natürlich überall berührt, also voll. Digga, ist das Twitch-friendly? Er wird jetzt massiert im Kopf. Es sieht recht weird aus. Also Das der ist- einzige unangenehme Moment war, wo wir hier gestanden sind, ganz am Anfang. Und dann hat sie so angefangen, so meine, was auch immer, die Robe, die ich angehabt hat sie angefangen zu öffnen. Und der Mr. Yves Kameramann war noch drin und dann habe ich schon gewusst, ja, jetzt könntest du langsam gehen. Der Kameramann.
Digga, kein Band, es gibt kein Band. Sally? Es war eine mega schöne Erfahrung, hure intensiv und ich konnte mich auch voll gehen lassen. Und dann habe ich eine ganz intensive Erfahrung gegen Schluss gemacht. Habe ich so jetzt im ganzen Körper gekribbelt. Das war Psycho. Das habe ich noch nie gehabt, so etwas. Wirklich krank gewesen, überall. Ich habe gedacht, jetzt explodiere ich. Es war recht ein intensives Gefühl. Nächste Woche machen wir übrigens Spendenstream für eine Tantra-Massage. Aber es war fett. Orgasmus hatte ich nicht gehabt, aber fast. Das muss ich sagen, es war wirklich nahe dran. Aber ist nicht dazugekommen. Okay. Das finde ich ja crazy. Aber wirklich Wurst. Es ist so voll nicht um das gegangen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit gelegen. Ich habe nichts gemacht. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit die Augen zugehört. Ich war so wie an einem anderen Ort. Da konnte ich so richtig abschalten. Was ich das Gefühl habe, kann ich sonst im Alltag nicht so. Ja. Es sind 2 Tage vergangen seit meiner Tantra-Erfahrung und ich probiere jetzt meine Gedanken noch mal ein bisschen nüchterner zu sammeln. Und ich muss immer noch sagen, ich habe es eine schöne Erfahrung gefunden. Ich habe es schön gefunden, eine sexuelle Erfahrung zu machen, wo nicht Druck oder Leistung im Fokus ist. Safe, wenn man allerdings jetzt Probleme hat, mit einem raufzubekommen, zu früh kommen oder gar nicht kommen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass so eine Tantra-Massage die absolute Lösung bietet. Sicher nicht einen einmaligen Besuch. Wenn man die Probleme hat, kann man zu einer Sexologin gehen, zu einem Sexologen. Man öffnet sich am besten seinem Umfeld. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass halt Sexualität nicht immer gleich ist, nicht immer konstant auf dem gleichen Level, die verändert sich. Und das ist auch gut so, weil wir sind ja schliesslich keine Maschine. Wenn du mehr willst von dem sexy Content, bist Holy shit, sehr nice Video, Mann. Ey, wirklich, finde ich eines der nicesten Videos vom SRF. Kuss geht aus an Livio. Finde ich nice, finde ich sehr nice, sehr spannend.